Den preußischen Autodieb seine türkische Großmutter bleibt jetzt ganz bei den Türken und seine preußische Mutter bleibt Lansing und übernimmt als Standl. Da wird's vom Putzteufel gepackt, aber die Gundi treibt ihn ihr wieder raus. Der Philipp sagt das nicht gern, dass sein Bruder, der Charlie, jetzt der neue Chef vom Bauhof ist. Aber mit der Zeit raffen sie sich zusammen. Der Martin kriegt etwas falsch mit und sagt an Hubert, dass sie seine Alte eine Wanderung mit einem Alpaka wünscht. Der kann aber keine auftreiben und kauft ihr nachher auf gut Glück genau das Richtige. Der Gregor möchte mit seiner preußischen Spuse eine große Radtour unternehmen. Aber schon am Anfang verreist er sich etwas und drum müssen sie es bleiben lassen. Leni verkauft vegane Leberkassemmeln mit einem Rabatt. Aber da wird's von der Emily beschissen, weil's der auch so gut schmeckend. Der Sophia wächst die Arbeit übern Kopf mit der Kleinen und mit dem Hof und als Bürgermeisterin. Und drum sah's unversenkt als falsche Draht aus. Aber weil alle zusammenhelfen, geht's irgendwie. Die Landweiber holen sich eine berühmte Köchin aus der Klotzen und lassen sie Ratschläge geben und feiern mit ihrer. Aber die Uschi wollen's nicht dabei haben. Und wegen dem stinkt der derer recht.